Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Neu, lang ist's her. Ein kurzes Zwischenupdate habt ihr gesehen. Ich habe die Kommentare noch nicht beantwortet. Ich war jetzt wirklich 2 Wochen pure Stress. Und die paar Male, wo ich irgendwie Zeit hatte abzuschalten, ich sag's euch, wie es ist. Mit Waffengewalt hätte man mich nicht an den Rechner gebracht. Mir war es zu heiß, es war zu viel los, der Arbeitspulli saß sehr eng. Und zwischendurch muss man auch Fußball schauen. Also ganz schwierig. Ist schwierig, ist harte Arbeit. Aber jetzt bin ich Edzardler am Start. Hier ist Freitag, früher Nachmittag. Draußen hat es ungefähr, keine Ahnung, gefühlt 300 Grad. Und ich nehme euch das jetzt hier auf, weil ich sage, ich bin gerne draußen, ich mag den Sommer, aber im Moment in der Mittagshitze, no way. Nein, machen wir nicht. Deswegen machen wir heute weiter mit Draches Meinung. Es wird ganz großartig. Es wird ganz großartig. Es geht hier um einen Kugelschreiber. Richtig. Kurze Ankündigung meinerseits, weil ich die Kommentare schon von meinem inneren Auge sehe, wann Reaction auf Mimi, Entschuldigung, ApoRed Nummer 18 wird hier nicht kommen. Ich habe gesehen, dass es hochgeladen wurde, dachte mir, ey, cool, ein neues Mimi-Ding, ApoRed, kann man drauf reacten, ein bisschen was zwischen reinschieben, ne? So ein bisschen mal eine Abwechslung mit der ganzen Reiter-Nummer wieder. Und habe dann mitbekommen, worum es da geht. Und dann dachte ich mir, okay, schaust es dir vorher mal an, bevor du die Nummer kann ich hier nicht reacten. Zum einen wüsste ich nicht, was ich da Sinnvolles noch dazugeben sollte. Bei anderen Sachen, wenn es um irgendwelche Manipulationssachen, toxische Beziehungen und so ein Scheißdreck geht, da kann ich wenigstens aus eigener anekdotischer Evidenz noch was dazu erzählen. Die Nummer ist mir einfach zu hart. Dieses Video, verzeiht es mir bitte, das ist mir, ich will ja hier auch unterhalten und es soll ja auch ein bisschen Spaß machen hier. Nee, darauf sollten Richter und Staatsanwälte reacten und nicht hier der Kasperle, der über hier den Dicken im Internet redet. In diesem Sinne, Leute. Hockt's euch her, Sammermeere. Reißt euch eine Häube auf. Ja, alkoholfreies Weißbier soll in eiskaltem Zustand soll sehr gut und isotonisch sein bei diesen Temperaturen. Leute, trinkt genug. Auch vor allem alkoholfreie Sachen. Trinkt. So ein Sonnenstich, ne? Oder so ein Hitzschlag, eine krasse Dehydration und so, ist überhaupt kein Spaß. Das kann auch ganz schnell ganz gefährlich werden. Trinkt genügend antialkoholische Sachen und gönnt euch. In diesem Sinne. Mir ging einer in Aschenitz hier? Ja. In Rainer. Metal, Leute. Metal Rainer. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Wie er sich cool vorkommt hier. Da hat er irgendwas gesehen im Fernsehen über hier so, gab es ja vor 20 Jahren, war das mal super in 20, 25 Jahren oder so, Pen-Spinning. Da haben sie bei Galileo drüber berichtet, vollkommen schwindlig. Und er denkt, er ist super cool oder vielleicht denkt er auch, er sieht aus wie irgendeiner von irgendeinem Metal-Drummer von, was hier, Dragon Force oder was weiß ich, was seine Lieblingsbands sind. Achso, er hatte keine Lieblingsband. Und hier große Akrobatik mit den Drumsticks wird es bei Matthias Reim nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Er hält sich auf jeden Fall für cool. So viel steht auf jeden Fall fest. Und wie immer liegt er halt falsch. Ausschauen tut er, wie wenn er gestern 20 halbe getrunken hätte und man ihn jetzt irgendwie aus 5 Minuten aus dem Bett gezogen hätte. Aber in der letzten Folge haben wir über Handys gesprochen. In dieser Folge geht es um Kugelschreiber. Das heißt, wenn mein Nachbar vorbeigefahren ist.
Jedes Mal. Es ist jedes Mal wieder die Scheiße. Ja, der wohnt da auch, Rainer. Und der fährt da vorbei, weil er arbeitendes Volk ist. Schaut ihn euch an. Schaut euch die Fresse an. Wenn mein Nachbar vorbeigefahren ist. Er nimmt uns hier so ein 15-Minuten-Ding über Kugelschreiber auf. Und dass der Nachbar da draußen mit seinem Bulldog vorbeifährt, das ist das hartes Mobbing einfach. Das ist so schlimm für ihn. Das ist eine harte Ungerechtigkeit. Wie können sie es wagen, dass er dann da sitzt und, ne? So, in dieser Folge geht es um Kugelschreiber. Die Sache ist bei Kugelschreibern Die Sache ist man sollte schreiben können. Ne? Dann bringen die am meisten. Erstmal in der Schule durften wir nie mit Kugelschreiber schreiben. Erst in den älteren Klassen, also in der 8., 9., 10. waren, durften wir erst mit Kugelschreiber schreiben. Ja, check ich nicht. War bei uns auch so. Wir mussten immer mit Füller schreiben. Ich habe später dann in einem Job, wo ich sehr, sehr viel schreiben musste, wo sich rentiert hat, auch gern mal mit Füller geschrieben. Aber jetzt schon auch länger nicht mehr. In meinem aktuellen Job ist einfach unpraktisch. Da brauche ich Kugelschreiber. Überall verteilt. Wenn ich ein bisschen da Code bin, damit ich nicht dauernd irgendwie Kilometergeld beantragen muss, lege ich mir überall, wo ich theoretisch welche brauchen könnte, immer so ein paar hin, dass dann da auch immer welche sind. Aber ja, warum man in der Schule, glaube ich, keinen Kugelschreiber benutzen soll, ist, dass bei so einem Füller, du musst ja die Feder in einem gewissen Winkel, Winkel jetzt weggebannt. Du musst die aufs Papier legen, damit er auch wirklich flüssig schreibt. Und ich glaube, das soll halt, da du mit so einem Kugelschreiber theoretisch auch schreiben kannst, wenn du in die blanke Faust nimmst und hier malst wie er hier, glaube ich, soll das Kindern mehr oder weniger die richtige Handhaltung, Stifthaltung beibringen, weil sie mehr oder weniger, damit das Ding schreibt, gezwungen werden, das in der richtigen Haltung zu halten, um dann später das Schriftbild zu verbessern. Bei ihm natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht, weil er zu dumm für alles ist, aber das ist die Grundidee hinter. Und dass man dann in der Oberstufe, wo man sagt, hier diese sollte abgeschlossen sein, also diese Grundausbildung im händischen Schreiben, und dass die Leute dann da schreiben können, womit sie wollen, vor allem, weil sie ja mit Kugelschreiber schneller schreiben können und du stellenweise unter Zeitdruck stehst. Ne? Gerade wenn du irgendwie so eine Deutschklausur in der Oberstufe schreibst und dann, weiß nicht, wie viele Seiten da rausknechten musst, muss schneller gehen, dass man da dann Kugelschreiber nehmen kann. Das ergibt schon alles Sinn. Und ich habe mich immer gefragt, wieso? Also ich habe es ja gerade erklärt. Unsere Lehrer haben damals gesagt, ja, damit die Stifthaltung besser ist. Richtig, Rainer. Genau deswegen. Aber hey, das haben die Lehrer gesagt und das ist ja nur deren Meinung und die Haut ist auch kein Organ, obwohl es auch die Lehrer gesagt haben und so weiter und so fort. Wenn jemand anderen ihnen das sagt, wenn es auch noch jemand ist, der mehr auf dem Kasten hat wie er, dann wird das grundsätzlich wegignoriert. Weil das ist absolut nicht möglich, das bewegt sich nicht im Rahmen der Möglichkeiten, dass Rainer Unrecht hat. Und dass die Lehrer vielleicht irgendwie sich dabei was gedacht haben, zu sagen, hier, Reini, bitte sehr, Füller. Aber eine Stifthaltung ist auch bei mir jetzt genauso wie beim Kugelschreiber, beim Heading oder sonst was. Ja, Rainer, du bist jetzt aber auch da nicht wirklich das Paradebeispiel, gerade wenn es ums Schreiben oder Lesen geht oder ums Rechnen oder ums Sprechen oder ums... Egal um was, Rainer. Kackduschen, da kann man dich als Beispiel hernehmen. Und how not to be on the Internet. So, das sind die Nummern. Alles andere bist du definitiv nicht das Maß aller Dinge. Ich meine, ich halte den Kugelschreiber genauso, wie ich auch einen anderen Stift halten würde. Unten einen Finger und oben 2 Finger. Oh Mann. Muss das immer sein, wenn ich am Aufnehmen bin? Zum Aufnehmen, ist jetzt wieder der Nachbar oder sind es schon wieder Haters? Oder ist hier Kissenwurf-Hater? Also, ne, es sind gar keine Hater da, aber sein Hauptcontent sind Hater, deswegen muss über Hater gesprochen werden, egal ob welche da sind oder nicht. Ne? Aber das kann ja nicht sein, dass man hier 40 Meinungsvideos rausknechtet, ohne zu erwähnen, wie fürchterlich ungerecht die Welt ist und wie schlimm noch die Erzeller Kack-Hater. Eine Sekunde. Ja, das ist das, was ich meine. Mach mal weniger über die Hater. Ja, versuche ich.
Keiner hier die Nummer, die dauert noch keine 2 Minuten. Hier, Spiegelort Intro hat wie lange gedauert? Das habe ich geskippt. Das ist ein langes Intro. Das hat 26 Sekunden gedauert. Rainer, bis seit einer Minute hier. Der Nachbar ist hier vorbeigefahren. Die fürchterliche Ungerechtigkeit, die müssen wir auch gleich an die Wand stellen. Und jetzt sind hier noch Volde-Hates da. Dann beende doch jetzt die Aufnahme. Du hast doch gar nichts gesagt, außer dass es um Kugelschreiber gehen soll. Beende das, kümmere dich um alles, ne? Jag die Kuchenkinder vom Hof. Setz dich dann wildspitzend da wieder hin und schnaubend und dann erzählst du jetzt was über Kugelschreiber. Ja, geht aber nicht, wenn die ganze Zeit vor meiner Haustür rumgammeln. Und ich muss mir das ja auch aufschreiben. Ich könnte es natürlich rausschneiden, aber das ist mir ehrlich gesagt viel zu viel Arbeit auf Dauer, weil ich sehe das nicht ein. Ja, das ist richtig. Das ist so deine Grundattitüde gewesen. Ne, ich könnte jetzt hier was rausschneiden, aber das ist mit zu viel Arbeit und das sehe ich nicht ein. Wenn es halt wirklich. Ich schneide auch selten Dinge raus. Aber das liegt hier am Konzept der Nummer, ne? Das soll ein Reaction-Ding sein. Auch meine Nummern sollen ja auch irgendwie mit rein sein. Das ist ja Teil des Entertainments. Das ist ja, ich sage immer, das ist ein bisschen amateurhafte Impro-Comedy, die ich hier mache. Da kann man das dann auch schon drinnen lassen. Außerdem ist das hier nicht mein Beruf. Ne? Aber wenn ich wirklich dediziert ein Video machen würde, wo ich sage, hier, ich habe ein gewisses Thema, das ist mir wichtig, darüber zu sprechen, Kugelschreiber, lol, das ist mir wichtig. Und dann würde ich mir vorher überlegen, was ich sagen will, würde mir entweder ein Skript machen oder so gewisse Stichpunkte. Und dann würde ich mich hinsetzen, ich sage, okay, ich brauche jetzt mindestens so und so lange, ich nehme mir die Zeit, dann suche ich mir einen Zeitpunkt, wo ich die Zeit habe, setze mich dahin, mache das Video. Und wenn dann irgendwas passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel eine längere Strecke habe, wo ich eigentlich ein Skript vorlese und ich verhaspel mich da ein paar Mal, ja, dann schneide ich das danach raus. Oder wenn ich jetzt hier abbrechen muss und will das dann aber wann anders weitermachen, ne, dann breche ich das ab, mache eine neue Aufnahme ab da, wo ich dann weitermache und schneide es halt zusammen. Das ist überhaupt kein Knet. Noch dazu ist Rainer er ist absolut derjenige, der immer erzählt hat, was das für eine Arbeit ist. Hier, dieses YouTuber-Dasein, ihr macht euch keine Vorstellungen. Ja? Das ist alles harte Arbeit, hier vor allem die Nachbearbeitung. Vor allem die Nachbearbeitung von seinen Videos, weil er dann sagt, hier, da mache ich hier so ein 10, 15 Minuten Video und da sitze ich dann aber irgendwie 8, 9, 10, 20, 30, 40 Stunden dran und weil die Nachbearbeitung so viel Zeit frisst und das Rendern und so weiter und so fort, Himmel hilf. Und das erzählt er immer, das gibt er ja als Grund dafür an, warum das gerechtfertigt ist von ihm, dass er die Anspruchshaltung hat, dafür hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Betrag im Monat zu bekommen für diese ganze Nummer. Das ist ja seine harte Arbeit. Und dann setzt er sich aber zeitgleich hin in diesen Meinungsvideos, die also hingerotzt und hingeschissen, ist ja schon noch gelobt, ne? Setzt er sich dann hin und sagt, ich könnte das alles rausschneiden. Aber das ist mit zu viel Arbeit, Digga. Sehe ich überhaupt nicht ein, ja, Arbeit zu machen. Das defeats the purpose, würde der Engländer sagen. Ja, der Sinn hinter dieser ganzen Nummer war ja, die BLM kackt mich an, damit ich nicht mehr auf YouNow etc. streamen kann und die Freespin-Barren kassieren. Deswegen muss jetzt Content und Offensive wieder auf YouTube her. Und dann muss ich ganz, ganz, ganz viele möglichst aufwandsarme Videos rausschmeißen, damit hier die AdSense-Barren beim Fenster reinfliegen. So ein Ding ist das. Und dann schneide ich mir doch nicht die kostbaren Minuten hier raus, die Watchtime geben, wo ich hier meine Dulli-Liste führe, die vollkommen für den Arsch ist, mit der ich mir praktisch auch hätte den Arsch abwischen können, wenn man dazu noch in der Lage wäre, Herr Kackduschen-Weltmeister, weil die Richterin die Scheiße eh nicht hören wollte. So. So, männlich, circa, wie spät ist es denn? 13 Uhr. Wir haben 13:08 Uhr am Freitag, Alter. Ja, ey. Der Tag und die Uhrzeit ist vollkommen irrelevant. Er regt sich immer auf dieselbe Art und Weise darüber auf. Oh, es ist 13:08 Uhr, etc. am Freitag. Alter, wenn's 0:46 Uhr am Mittwoch gewesen wäre. Es ist 0:46 Uhr am Mittwoch. Es ist hier Tag der Arbeit. Das ist dies, das, Ananas. Es ist immer dann besonders verwerflich, wenn genau da die Kuchenkinder am Tor rütteln.
Normale Leute arbeiten da. Ja, Siehe normalerweise arbeiten. Alter, erzähl mir du was übers Arbeiten. Du, mich. hart bist du am Arbeiten. Rainer, du hast mir vor 2 Sekunden gesagt, dass du das hier rausschneiden könntest, du dir aber die Arbeit nicht machen willst. Jetzt sagst du mir, dass du der hart malorende Arbeiter bist. Merkst du irgendwas? Das sind keine 30 Sekunden davor. Keine 30 Sekunden davor hast du gesagt, hier, die Arbeit will ich mir nicht machen. Dann sagst du, ja, normalerweise Leute arbeiten, schaut's mich an, wie hart ich am Alzadler arbeiten bin. Ich bin schon wieder auf 188, Digga. Okay. Na, also Nein, es ist nichts okay, Rainer. Ich bin keine 2 Minuten in diesem Video und ich könnte dir schon wieder vom Kopf scheißen. ich arbeite um die Uhrzeit, aber die Hater, naja. Ja, die Hater arbeiten wann anders und konnten sich deswegen da freinehmen, Rainer. Ja? Sich freinehmen, weil man ansonsten gearbeitet hat, das ist so, keine Ahnung, 99% deiner Lebenszeit. Ja, weil für dich ist ja alles harte Arbeit. Für dich ist ja schon irgendwie mittags aufstehen und sich irgendein Drecksfressi in die Fritteuse schmeißen und sich das reinschüren, währenddessen ein Anime schauen und sich am Maulwurf rumzupfen, ist für dich ja schon so harte Arbeit, dass du sagst, ja, aber da habe ich heute schon richtig was geleistet, da muss man heute keinen fette Dragon Monday aber aus. Ja? So ein Ding ist das. Ja? Andere Leute haben ihren normalen 40-Stunden-Job und die nehmen sich dann halt die Zeit, entweder Überstunden abbauen oder haben Urlaub oder sonst irgendwas und fahren dann da halt an der Scheißschanze vorbei und schauen sich das mal an, wie das Albtraumhaus in echt ausschaut. Gut, Leute. Kugelschreiber. Zunächst Kugelschreiber, Rainer, ja, bitte. mal, warum heißen Kugelschreiber Kugelschreiber? Weil man mit einer Kugel schreibt. Das ist im Prinzip ganz einfach. Die haben eine Mine, in dessen Spitze, sieht man das jetzt wahrscheinlich nicht, ne? In deren Spitze. Die Mine, deren Spitze. Rainer, Deutsch. Ja, wie gesagt, erst Deutsch lernen, dann schreiben. Genau, in dessen Mitte ist eine Die Mine. Kugel. So. Der kriegt das aber auch mit den Artikeln, der kriegt das da schon. Der kriegt das ja ungefähr so gut hin wie Wokis auf Tiki Togiti, ja? An der Spitze davon ist eine Kugel. Und diese Kugel dreht sich, während man schreibt. Und die Tinte, die in der Mine, also, ne, wir sind jetzt im Inneren, hier, das hier ist die Mine, logischerweise. Und die hier ist innen hohl und damit gefüllt. Die ist damit gefüllt, also mit der Tinte, Rainer. Die Tinte. Das ist so, man könnte, jetzt mal ganz ehrlich, über einen Kugelschreiber so ein Video zu machen, ist vollkommen schwindsüchtig. Ne? Da sind wir uns alle einig. Niemand hat danach gefragt, kein Mensch braucht die Scheiße. Aber nehmen wir mal an, wir würden in einem Paralleluniversum leben und wir setzen X gleich Video über Kugelschreiber fürchterlich geil, fürchterlich informativ. Keine Ahnung. Ne? Dann könnte man das hier, ich habe es schon mal angesprochen, Sendung mit der Maus mäßig machen. Wahrscheinlich gibt es in der Sendung mit der Maus auch was über Kugelschreiber. Ja, eigentlich nochmal nachschauen. Und dann könnte man das also machen, dass man sagt, hier, ich habe hier einen Kugelschreiber und ich erzähle euch jetzt mal, wie der funktioniert. Und dann zieht man sich vielleicht aus dem Internet, Digga, und wenn es von fucking Wikipedia ist, ziehst du dir halt irgendwelche Schematics und ne, so Zeichnungen, wenn du sie nicht selber machen kannst, was du nicht kannst, wie das alles funktioniert. Und dann baust du das halt auseinander und zeigst das in die Kamera. Ne? Hier ist der Kugelschreiber, so und so, klick, klack, da schreibt er. Hier kann man auseinanderschrauben, da ist die Mine drin, die kann man austauschen, wenn sie leer ist, theoretisch auch, aber das macht kein Mensch. Ist eine Feder drin, die dann dafür sorgt, ne, dass die Mine dann auch wieder in ihren Ursprungszustand zurückgeht und hier nicht unten rauswobbelt und so weiter und so fort. Könnte man alles machen. Er hat sich dafür entschieden. Die ist damit gefüllt mit der Tinte. So. Und beim Schreiben bewegt sich die Kugel und rollt sich, während die Tinte von innen auf die Kugel drückt, was wiederum dafür sorgt, dass die Kugel, wenn sie sich dreht, Tinte mit nach außen nimmt und dann gleichzeitig halt die Tinte aufs Blatt Papier nimmt. Das war erstaunlich wenig dumm. Ein sehr interessantes Schreibwerkzeug eigentlich und eigentlich ein Wunder der Technik, wenn man so drüber nachdenkt. Wer auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen, finde ich auch ziemlich cool. Ja, das hätte man vorher googeln können. Rainer, ich nehme jetzt mal die Zeit. Ich nehme jetzt wirklich einfach die
So, Rainer, es hat mich legit keine 20 Sekunden gekostet und ich habe rausgefunden, in Google eingegeben habe, wer hat den ersten Kugelschreiber erfunden. Da hat mir Google dann gesagt, ein Laszlo aus Ungarn, irgendein Laszlo Josef Biro, hat das Patent 1938 angemeldet für den Kugelschreiber. Keine 20 Sekunden, das war jetzt echt keine harte Arbeit. Rainer, du willst Geld für die Nummer hier haben. Dann wäre das schon angebracht, dann sich wenigstens diese 20 Sekunden zu nehmen. Oder in deinem Fall, ne, da du ein bisschen vielleicht ein wenig nicht so clever bist, ne, dauert es vielleicht eine halbe Minute und dann weißt du, wie der Typ heißt und wann der das Patent angemeldet hat. Wenn du dir noch richtig Mühe geben willst, dann liest du mal 5 Minuten den Artikel auf Wikipedia weiter über den Typen und dann kannst du noch erzählen, warum er das gemacht hat und kannst vielleicht noch ein Bild von ihm einblenden. Insgesamt der Arbeit für die Vorbereitung für dieses Video in diesem Bezug, wer hat den erfunden, wie hat er ausgesehen, wann hat er das gemacht und wie ist er auf die Idee gekommen, insgesamt Vorbereitung maximal 5 Minuten. Maximal 5 Minuten. Harte Arbeit, Rainer. Harte Arbeit. Aber hier, wir lassen schon drin, dass wir unsere Haterliste da schreiben. Das ist wichtig. Und es gibt Kugelschreiber ja in allen erdenklichen Farben und Formen. Nein, Rainer, echt? Ich hätte gedacht, es gibt wir leben in Nordkorea und da darf es nur eine Art Kugelschreiber geben, weil alles andere ist hier fürchterlich. Ich hole euch mal kurz ein paar raus hier. Habe ich aktuell bloß 3 Kugelschreiber im Rechner? Ja, Rainer, reicht vollkommen für jemanden, der Analphabet ist. Egal. So. Ich würde ihm gern dieses Handy. Ich würde es ihm gern. Einfach wirklich. Ich würde es gerne in den Höhlen im Arschgebirge versinken lassen und mit dem Stiefel nachtreten. Ja. Ich habe erstmal so. Ja, ja. Mach's lautlos. Du. Mach's einfach auf lautlos, Rainer. Der Nachbar, der da draußen mit dem Bulldog vorbeifährt, den man so gut wie nicht gehört hat, und die Kuchenkinder, die man gar nicht gehört hat, die sind das große Problem. Das stört ihn daran, hier seine harte Arbeit mit seiner Scheiße zu machen. Aber sein Dreckshandy, das mit 3000 Dezibel alle 5 Minuten da reinrödelt, das ist überhaupt gar kein Problem, nicht, ha? Dass man sofort abstellen könnte. Den Nachbarn und die Kuchenkinder da draußen, da hast du jetzt nicht sofort eine Handhabe dafür, dass da das nicht ins Video reinpusht. Aber das ist von vornherein easy vermeidbar. Aber das auch wieder zu harte Arbeit, ne? Ein Kugelschreiber, das ist eigentlich so der klassische Kugelschreiber. Ne? Er hat vorne hat was zum Anhängen für die Tasche. Und er hat, naja, das war eigentlich im Prinzip schon alles. Er hat halt den Druckknopf. Es gibt aber auch welche, die man drehen muss. Die mag ich persönlich zum Beispiel nicht. Solche habe ich jetzt keine da. Dann habe ich einen solchen Kugelschreiber. Das ist eigentlich auch so ein klassischer Kugelschreiber mit so einer Metallsache, mit so einem Metallbügel vorne dran. Ja, das ist ein Kugelschreiber, Rainer. Du hast jetzt 2 Stück gezeigt. Ich glaube, wir haben das Prinzip langsam begriffen. Hat auch einen Druckknopf. Ja. Sieht ein bisschen anders aus von der Form oben. Und dann haben wir noch das hier. Da ist normalerweise so ein Plastik vorne runter. Das bricht aber bei mir irgendwie immer ab. Wie man hier ja, weil du Corpus Claudius bist, ne? Corpus Claudius, der Gladiator in der Arena der Unfähigkeit. Sieht. Weswegen ich es letzten Endes so mache, dass ich das Ding mache. Außerdem ist bei dem Stift hier das Problem, wenn ich da drücke, kommt die vorne raus, aber wenn ich loslasse, da passiert nichts. Ja, dann ist halt der Stift kaputt, Digga. Dann nimmst halt einen anderen rein, das ist ein Cent-Artikel. Da passiert nichts, weil es die ganze Zeit zurückgeht. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Ich habe das noch nie nachgeschaut. Ja, es ist nicht so deep, Rainer. Das ist ein Kugelschreiber. Wenn der nicht mehr geht, dann schmeiß ihn weg und nimm einen anderen. Und wenn du neue brauchst, keine Ahnung, dann wongel in Emskirchen in die Sparkasse rein und sag, hey, habt ihr so Werbegeschenk Kugelschreiber? Dann geben die dir eine Handvoll. Dann bekommst du über 10 Jahre. Das sieht man auch hier, also Vergleich von vorhin, die Menge ist anders. Also die ist viel dicker vorne. Na toll. Es ist die Feder runtergefallen. Ja. Und da ist sie liegen geblieben, bis die Schanze abgerissen wurde. Safe. Safe. Die ist jetzt runtergefallen, die liegt jetzt auf dem Boden. Wie Dr. Old sagen würde, da könnte sie auch auf der dunklen Seite des Mondes liegen. Die wird er nie wieder in die Fettgriffel nehmen. Nie wieder. Nicht so wichtig, der ist eh kaputt. Ich schmeiß den auch gleich weg. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, halt auch welche, die man drehen kann. Dann gibt es noch welche, die Feder hebe ich später auf.
Dann gibt es noch welche, die man drehen kann. Dann gibt es welche. Ja, es gibt noch welche, die man drehen kann. Dann gibt es noch welche, die man, drehen kann. Rainer, was gibt's noch? Gibt's noch welche, die man drehen kann vielleicht? Ha? Hast die vergessen? Die man an der Seite drücken muss. Ich habe schon so viele verschiedene Kugelschreiber gesehen, die kann ich Ja, ist unfassbar. nicht aufzählen. Rainer hat am meisten unterschiedliche Kugelschreiber in seinem ganzen Leben. Niemand hat jemals so viele unterschiedliche Kugelschreiber benutzt wie Rainer. Gleichzeitig. Ne? Ein paar, das sich dann noch in die Arschritze geklemmt. Wild. Das Interessante an den Kugelschreibern ist, dass sie im Normalfall immer blau schreiben. Aber es gibt dann halt auch so spezielle Kugelschreiber, die zum Beispiel viele verschiedene Farben haben. Man kann Tinte in unterschiedlichen Farben erwerben und da reintun. Digga, das ist jetzt auch nicht. Dann kann man dann oben drehen und dann kann man andere Farbe machen. Ne? Oder man drückt alle Knöpfe gleichzeitig und dann irgendwie 7 Farben oder so. Das ist voll übel. Ja, voll übel, Alter. Voll übel. Das ist halt auch eine dumme Spielerei. Ich weiß nicht, keine Ahnung, die Anzahl der Menschen, die diese Mehrfarben-Kugelschreiber tatsächlich wirklich effektiv gebraucht haben oder benutzt haben, ne? Man sagt, hier ist notwendig für die Arbeit, die kannst du wahrscheinlich auch an einer Hand abzählen. Ich weiß auch nicht. Total die kranken Sachen, die man heutzutage mit Kugelschreibern alles machen kann. Okay, hier ist das System mal wieder kurz abgestürzt. Ne? Er ist jetzt schon wieder, er hat praktisch nichts getan, außer zu sagen, hier, man drückt da drauf und hier ist eine Mine drin. Und draußen sind Kuchenkinder und was er noch gesagt, harte Arbeit. Ne? Der Nachbar, das Handy. Und er weiß jetzt schon nicht mehr, was er darüber sagen soll. Vor allem müsst ihr mal überlegen. Aber Runtime muss gefüllt werden. Ne? Wie viele belanglose Sachen oder alltägliche Sachen habe ich bereits für euch veröffentlicht und Sachen gemacht, wo ich darüber rede. Und ich finde immer Möglichkeiten, zwischen 8 und 10 Minuten über Sachen zu sprechen, die für die meisten Menschen irgendwie alltäglich sind und normal. Ja, Rainer, das ist auch, das überlege ich mir die ganze Zeit, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Zeichen deiner großartigen Kreativität, sondern im Gegenteil. Ne? Du hast halt keinen Content. Du hast halt die Optionen, über die Haters zu reden und ansonsten alles, was du ansonsten gemacht hast, alles für den Arsch, weil du dir die Arbeit eben nicht machst. Weil du nicht sagst, hey, ich hätte gerne ein Video über dies oder das oder jenes Thema gemacht und dann informiere ich mich erstmal. Dann mache ich hier eine Recherchearbeit. Oder ich kenne mich mit irgendwas aus, weil du dich auch mit gar nichts auskennst, Rainer. Vor allem auch nicht mit Metal. Dass man wirklich sagt, hier, wir gehen mal in die Tiefe, wir machen ein bisschen Struktur rein und dann schreibe ich mir die Scheiße auf und dann habe ich wenigstens Stichpunkte oder sowas, worüber ich reden will und eine grobe Ahnung, wie das Video aussehen soll. Im Notfall schreibe ich mir ein Skript und dann hurra die Gams. Ne? Dann ist nämlich die harte Arbeit, passiert dann nämlich vor dem Scheißdreh. Die Recherchearbeit, Skript schreiben, der kreative Prozess der Themafindung, dass man sagt, hier, ich hätte jetzt Bock über Warhammer 40.000 zu reden. Ich hätte wirklich Bock über Warhammer 40.000 zu reden. Ich werde euch im Übrigen, die Leute, die es mir reingeschrieben haben, ich habe das nicht vergessen, sobald hier nennenswert Ergebnisse da sind und alles bemalt ist und das heißt alles, ne, sobald die ersten Dinger wirklich gut bemalt sind, werde ich sie euch vorstellen. Ne? Ich habe jetzt hier Orks und Death Guards, vor allem Death Guards, aber auch ein bisschen Orks. Und vielleicht auch mal ein paar Space Marines. Ich habe mir jetzt diese Armageddon-Box geholt. Und wenn ihr da Böcke drauf habt, dann fotografiere ich da die Ergebnisse meiner Malkünste, Fuscherei mal ab und poste euch das mal hier in den Community-Blog-Beitrags-Ding. So. Ja, aber auf jeden Fall, ne, dann sagst du, ich würde gerne ein Video über Warhammer 40k machen, dann stellst du fest, ein riesengroßes Rabbit Hole und dann pickst du halt ein kleines Thema raus. Ne? Und dann sagst hier, Leute, die anfangen wollen mit dem Hobby, was brauchen die? Ne? Was ist die Grundausstattung und was kostet dich das? Worauf musst du achten? Und dann trägst du es zusammen und dann nimmst du da deine Videos auf und schneidest es zusammen. Das hat dann ein wenig Arbeit. Aber dann hätte sich auch nie jemand beschwert, Rainer. Ich persönlich schreibe übrigens äußerst ungern mit Kugelschreibern bis heute. Ich habe zwar welche da und ich bin. Joke hat 20 Kugelschreiber da, macht ein Video über Kugelschreiber, weil die ganz, ganz toll sind, sagt dann, okay, er eigentlich benutzt. Motorrad fährt er im Übrigen auch nicht. Benutze sie auch, aber tatsächlich bevorzuge ich meistens Fülle. Halt dein Maul! Nein, Rainer. Schaut ihn euch an, dieser verlogene Hodenkobold. Er bevorzugt Füller. Ja, dann hol jetzt den Füller raus. Wenn du Füller bevorzugst, Füller trocknen super schnell aus. Wenn man die nicht wirklich permanent und regelmäßig benutzt.
Dann hol jetzt den Füller raus, den du bevorzugst und dauernd benutzt. Ne? Und du bist ja Content Creator, du schreibst ja sicherlich viel. Notizen und sowas, Videoideen, dergleichen Ding, bist ja super kreativ. Das muss man sich ja auch irgendwo aufschreiben. Wenn du Füller bevorzugst, dann zeig mir jetzt den Füller, den du jeden Tag benutzt und schreib was damit. Tatsächlich Füller habe ich jetzt keinen hier gerade. Ich werde schon wieder mit. Ich benutze keine Kugelschreiber, ich bevorzuge Füller. Meme hat 20 Kugelschreiber, aber nicht einen einzigen Füller im Haus. Ich raste jetzt dann hier gleich komplett. Erstaunlich, dass du es schaffst, so lange dann wieder über belanglose Dinge zu sprechen, weil du die komplette Runtime des Videos einfach mit geistigem Dünnschiss vollsprühst. Aber ich bevorzuge Füller oder Bevorzugst Füller und hältst einen Stabilo-Stift in die Kamera. Du brunstepperter Vollidiot. Und dazu dieser absolut hohle Blick rein, ich kann ja bis hinten auf die Schädeldecke gucken. Fineliner. Bei Fineliner ist es ja im Prinzip schon wieder eine ähnliche Ich seh den dünnen Draht, der dafür sorgt, dass dir die Ohren nicht an der Seite vom Kopf wegfallen. Aktion. Nur dass Fineliner vorne direkt die blaue oder die grüne in dem Fall Spitze haben und die beim Schreiben, ja, man kann nicht so aufdrücken wie zum Beispiel mit dem Kuli. Ja, das sollte man nicht. Aber man sollte auch mit dem Kuli nicht aufdrücken wie ein Aff. Weil nämlich ansonsten, keine Ahnung, auf ein Blatt Papier geschrieben ist und auf den 5 Seiten drunter du es immer noch lesen kannst. Ne? Solche Leute habe ich auch gefressen, die meinen, ein Kuli ist und du musst das praktisch eingravieren. Ne? Und ja, diese Fineliner-Spitzen, die sind ein bisschen empfindlicher noch. Aber deswegen ist halt Schreiben auch was irgendwie für so Grobmotoriker wie dich vielleicht halt auch einfach nicht geeignet ist. Ne? Und man hat keinen Druckknopf oder so. Es ist wie im Prinzip auch ein Filzstift. Hat vorne eine Kappe. Es ist wie, also es ist ein Filzstift. Ja. Das ist, ein Fineliner ist ein Filzstift mit einer sehr kleinen Spitze. Das hast du richtig erkannt. Aber über Fineliner sprechen wir irgendwann anders mal. Ja, nein, das zieht jetzt hier nicht. Du machst nicht ein extriges Video über Fineliner, ansonsten komme ich vorbei. Also ansonsten sitze ich im Auto. Was ich auch gerne benutze Fineliner sind hiermit abgehakt. zum Schreiben ist das hier. Das ist ein Edding. Hat auch eine Kappe vorne. Hat vorne Dann ist auch ein Filzstift. eine Spitze. Aber dieser Stift ist halt unfassbar. Erstens mal, er liegt unglaublich schön in der Hand, weil er ist rund. Er ist nicht schwer. Stift ist rund, Alter. Und nicht schwer. Warum mache ich die Scheiße hier eigentlich nochmal? Willst? Man kann ihn wirklich schön benutzen. Und die Kante vorne ist abgerundet. Das heißt, wenn man den vorne hält, bis weit vorne, ist es immer noch so, dass man ihn wirklich schön in der Hand hat. Beim Fineliner zum Beispiel ist es so, dass man hier so eine richtige Kante hat. Und das ist immer unangenehm, wenn man den zu weit vorne hat zum Schreiben. Ja, Rainer, wie gesagt, ne, das Schreiben und so. So viel erstmal zu anderen Schriften. Das machen wir vielleicht anderes Mal, das Thema. Ne, hoffentlich nicht. Leute, bitte sagt mir, dass er das dann hier am Ende des Videos schon wieder vergessen hat. Er hat jetzt noch 7 Minuten, um es zu vergessen. Dass er das dann wieder vergisst, dass er nicht dann nochmal ein extriges Video über Fineliner, extriges Video über Füller, die muss ich dann erstmal auf die Amazon Battle-Liste setzen lassen. Weil, obwohl es sein präferiertes Schreibgerät ist, natürlich keiner im Haus ist. Ne? Und dann nochmal über ein Edding und dann nochmal über einen Bleistift und ein Federkiel und Und Kulis sind halt so eine Sache. Zunächst mal, ich mag keine Kuli mit Metall vorne. Was ich mag, sind die hier, wo das komplette Teil daraus besteht, wenn man runterdrückt, dass man das komplette Teil runterdrückt. Außerdem mag ich auch diese Kugelschreiber nicht, die an verschiedenen Farben hängen. So. Die Kugelschreiber, die an verschiedenen Farben hängen. Wann hast du gerade einen Schlaganfall gehabt? Wortfindungsschwierigkeiten. Wenn man quasi verschiedene. Können die sich jetzt mal verpissen? Ich versuche jetzt zu arbeiten. Nein, Rainer, versuchst du nicht. Wenn man zum Beispiel mal versucht. Rainer, du versuchst Arbeit zu vermeiden. Das hier ist ein Versuch, Barne zu farmen, ohne arbeiten zu müssen. Du machst praktisch genau das Gegenteil von Arbeiten gerade.
Ich den Faden verloren. Rainer, du hast ihn nie besessen. Egal. Also ich mag keine Kugelschreiber im Normalfall. Und wenn der Kugelschreiber in einem Hamburger drin ist oder in einer Tafel Schokolade? Der hier ist jetzt zum Beispiel einer meiner Lieblingskugelschreiber, weil er auch vorne ist schön schmal ist. Rainer, du hast keine Lieblingssachen. Und bei dem Kugelschreiber ist halt wirklich, keine Ahnung, wenn das nicht so ein teures Edelteil ist, dann ist halt wirklich lächerlich, einen Lieblingskugelschreiber zu haben. Ich habe ihn gefallen. Weil er vorne schön schmal wird und man damit wirklich schön schreiben kann. Was ich aber nicht. Rainer, das ist ein 0815 Kugelschreiber. Das ist ein 0815 Kugelschreiber, den du überall als Werbegeschenk hinter nachgeschmissen kriegst. Das sitzt nicht. Ich mag, ist generell, dass Kugelschreiber irgendwie immer so schnell die Farbe ausgeht. Man kann natürlich die Mengen innen nachfüllen, man kann sich Ersatzminen holen, aber Ja, die kriegst du auch. Ich weiß nicht, so diese 0815 Standard Kugelschreiberminen, wie viel wird man da kriegen für einen Zehner? 500 Stück vielleicht? das hier zum Beispiel ist von einem Event oder von einer Convention, wenn man das sieht, ja, das ist ein Goloir-Stift, also sprich meine Zigarettenmarke, die ich immer rauche. Er sagt ja auch für eine junge Zielgruppe die ganze Nummer, gell? Aber ein bisschen Zigarettenwerbung machen. Ne? Leute, raucht nicht. Ne? Wenn ihr es tut, hört auf damit. Und wenn ihr es nicht tut, dann fangt nicht damit an. Seriously, die größte Dummheit, die ich jemals begangen habe, also eine der größten Dummheiten in meinem Leben war, mit Rauchen anzufangen. Macht das nicht. Und das zeigt halt schon, ne, das ist etwas, was man nicht immer irgendwo herkriegt. Und ich finde auch die Form und so weiter ziemlich praktisch. Ein Kugelschreiber wird nicht vieles. Das ist was man nicht immer irgendwie. Rainer, ich habe es gerade erklärt. Rainer, das ist ein Standard-Ding. Wie gesagt, du kannst in Emskirchen in die Sparkasse reinwongeln und sagen, hey, habt ihr die Werbegeschenke Kugelschreiber? Dann geben die eine Handvoll. Sagen, Kugelschreiber ist ein Kugelschreiber. Aber wenn ich mir den Typen hier anschaue, das ist jetzt so die klassische Variante des Kugelschreibers, mit dieser Metalldinger in der Mitte, wo man aufschrauben kann und so weiter und so fort. Aber mir persönlich gefallen die nicht. Erstens mal sind die dünner, ja, wenn ich das vorne an. Rainer, die zum Ausschrauben sind nicht zwangsläufig immer dünner. Es gibt halt wirklich eine Milliarde verschiedene Varianten und Designs für Kugelschreiber, Rainer. Und du hast halt die auch jetzt gerade nur deswegen rumliegen, weil es die halt irgendwo krampelt hast. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Also der Kugelschreiber hier ist dicker als der hier. Und ich finde, der liegt unbequemer in der Hand. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, und andere Leute haben vielleicht ein bisschen filigranere Hände und nicht solche Wurstfinger wie du und die schreiben dann vielleicht ein bisschen lieber mit dem dünneren Stift, ne? Ich vermute mal, die Leute, die das am meisten nachvollziehen können, wie Stifte in der Hand liegen, das könnte ich mir vorstellen, das sind bestimmt Leute, die zum Beispiel zeichnen. Oder das sind Leute, die schreiben können, Rainer. Die mal in der Schule waren und nicht zu Hause waren und hier Pokémon geschaut. Die Leute, die können das nachvollziehen. Rainer, jeder, der seine Pflichtschulzeit erfüllt hat, in der Regel kann dir sagen, wie es ist, einen Stift in der Hand zu haben. So weit sind wir noch in Deutschland, dass wir das hinkriegen. Ich persönlich zeichne ja nicht. Ja, ich bin in Zeichnen total die Null. Aber Nicht nur darin, Rainer. also ich zeichne schon ab und zu mal, aber eher selten. Aber ich könnte mir vorstellen, Leute, die zum Beispiel zeichnen, können sich das besser vorstellen und können besser nachvollziehen, warum ich sage, der hier liegt mir besser in der Hand. Oder besser gesagt, für mich persönlich ist dieser Stift besser. Ich habe zum Beispiel, ich habe hier für die Warhammer-Bemalerei, ich habe hier so ein Set Pinsel. Die haben so einen komischen wannabe-ergonomischen Knubbel noch dran. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also die sind nicht so rund, sondern da ist dann zwischendrin noch so ein Knubbel, an dem man das praktisch halten soll. Dabei komme ich überhaupt nicht damit klar. Ich will so einen klassischen, dünnen Pinsel haben, den ich anständig in die Hand nehmen kann. Weil er eben besser in der Hand liegt. Und ich finde das persönlich auch viel geiler, als wenn man die ganze Zeit hergeht und keine Ahnung, eine Schrift hat. Vor allem, wenn man längere Zeichnungen macht oder wenn man länger was schreibt, handschriftlich. Ich schreibe auch handschriftlich viele Sachen. Ja, gewiss, Rainer, gewiss. Red weiter. Auch wenn meine Schrift eine Katastrophe ist. Ja. Die Gesichtskirmes dazu ebenfalls, Rainer. Und ganz ehrlich, ja, die Schrift. Ey, ich erinnere euch an kennt ihr noch den Lageplan von der Kommune der Freiheit? Alter Schwede. Der Lageplan mit hier Haus vom Nikolaus mäßig hinge. Hier ist das Haupthaus, da ist Nebengebäude und so. Hier ist dann der See und der Strand und dann hier wird Essen angebaut und sowas. Und was er da hingeschrieben hat, wie das ausgesehen hat. Alter, ein Erstklässler zur Zeit, wo er das Halbjahreszeugnis von der ersten Klasse bekommt, Digga, da ist schon
weiter als das? Es ist so, ich habe lieber einen Stift in der Hand, der bequem in der Hand liegt, als einer, den ich zum Beispiel die ganze Zeit, wenn ich merke, dass ich den in der Hand habe. Das gefällt mir nicht. Ja. Ja, geil. Ich will einen Stift, der bequem in der Hand liegt, lieber als einen, der nicht bequem in der Hand liegt. Ja, Rainer. Bei dem hier spüre ich die ganze Zeit, ich habe den Stift in der Hand. Bei dem hier weniger. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll anders. Wie gesagt, das kann wahrscheinlich jemand, der zeichnet, nachvollziehen. Jemand, der nicht zeichnet, kann es vermutlich nicht so leicht nachvollziehen. Nein, Rainer ist nicht so deep. Ne? Man will halt irgendwie, jeder hält die Hand ein bisschen anders beim Schreiben. Und deswegen liegt halt beim einen der eine Stift besser in der Hand und beim anderen der andere Stift. Das ist keine Wissenschaft, Rainer. Weil er nicht so viele Stifte in der Hand hat. So. Darüber hinaus, wie gesagt, Kugelschreiber sind zwar praktisch, aber ja, wie gesagt, in der Schule wurde uns erklärt, ihr sollt nicht mit Kugelschreiber oder sollt möglichst wenig mit Kugelschreiber schreiben, weil Kugelschreiber, erstens mal konnte man Kugelschreiber nicht löschen. Tintenkiller, ne, konnte man nur bei Füller benutzen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Rainer. Ich bin auch in den 90er Jahren in die Schule gegangen und uns hat man auch gesagt, Tintenkiller wird überhaupt nicht verwendet. Ne? Tintenkiller war verboten. Da hieß es mit, wenn irgendwas ist, sauber mit Lineal durchstreichen. Habe ich natürlich niemals gemacht. Und bei mir immer wie Arsch und Friedrich ausgeschaut, die ganze Nummer. Aber hey, ich habe einen Abschluss geschafft, Rainer. Wobei ich auch sagen muss, bei Füllern bin ich noch viel eigener. Also man muss auch bei Füllern, kann man das auch benutzen so. Und Bei Füllern ist er eigen. Es ist sehr penibel, was das Thema Füller angeht. Ihr erinnert euch vor ein paar Minuten, dass er uns erzählt hat, dass er nicht einen einzigen im Haus hat. Aber da ist er sehr eigen. Das ist immer ein wichtiges Thema. Kannst dir ausdenken. ja, ich weiß nicht. Tinten, ich mag halt das Gefühl von den meisten nicht in der Hand. Ich weiß, ich komme immer wieder darauf zurück, aber da merkt man eigentlich auch dran, wie wichtig mir das ist, beziehungsweise wie nervig. Nee, da merkt man daran, dass du da zu dem Thema überhaupt nichts zu sagen hast und dieses scheiß Thema einfach nur gerade aus dem Arschgebirge gezogen hast, damit hier Schmutzcontent auf YouTube rausgespammt werden kann, weil die BLM auf YouNow die Prügeln ausgeschmaßt hat. Mich das Thema macht, weil ich schreibe relativ viel mit der Hand. Ich schreibe auch relativ viel am Computer, aber ich schreibe auch viel mit der Hand. Und ab und zu zeichne ich auch mal. Und da ist zum Beispiel ein Stift, der halt absolut null in der Hand liegt, einfach auch absolut scheiße. Vorhin hat er gesagt, er zeichnet nicht, weil er nicht zeichnen kann, weil er absolute Null ist. Jetzt zeichnet er schon. Er schreibt permanent mit der Hand. Das Reine ist alles gelogen. Warum hast denn du dann die Liste hier nicht, wenn du so gerne handschriftlich alles machst? Warum hast du die Hater-Liste, wann die kommen, wie sie ausschauen und so weiter und so fort? Freitag, 13:08 Uhr wird zurückgeschossen. Warum hast du denn die nicht mit der Hand geschrieben, mit deinem Füller? Laber doch keine Scheiße, Rainer. Was ich übrigens hier jetzt noch kurz anmerken muss. Ich habe jetzt keinen davon da, weil ich die nicht mag. Glaube ich, einen habe ich, glaube ich, noch irgendwo mal rumfliegen gehabt. Dieses Format, dieses Design mit einem Bleistift. Das ist ein Minenbleistift, Rainer. Das ist zum Beispiel was glaube ich, Leute machen, die zeichnen. So ein Minenbleistift. Ich habe Minenbleistifte nie gemocht, wenn wir das Papier zerrobbt haben. Gerade beim DSA-Spielen irgendwie, weil du da oft das ausradieren musst auf deinem Heldenbogen. Und, aber hey, jedem seins. Ich habe schon Sachen gesehen im Internet von Leuten, die nur mit Minenbleistiften wirklich große Kunstwerke erschaffen und das wirklich atemberaubend ist, aber ja. Grausam. Grausam. Was anderes fällt mir dazu nicht ein, das ist grausam. Ja, diese Mine ist natürlich noch filigraner, da kann er noch weniger aufdrücken und da ist der Grobmotoriker Rainer schon wieder komplett überfordert. Ne? Wenn er nicht mindestens hier mit voller Kraft sich da reinlehnen kann beim, in Anführungsstrichen, Schreiben, so dann ist es nichts für ihn. Viele mögen diese Sachen, weil sie sehr filigrane Schrift damit machen können, weil mit Bleistift oder auch zum Zeichnen habe ich das schon gesehen, dass das manche Leute machen. Aber ich persönlich hasse Kugelschreiber mit einer Bleistiftmine. Ja, das ist kein Kugelschreiber, sondern es ist ein Minenbleistift. Oh je, ein wunderschönes. Wie man nur auf den Oger kommt bei ihm. Mal ist es unfassbar nervig, die alle wieder aufzufüllen, meistens. Wobei ich habe schon solche. Ja, diese Minen gab es in diesen kleinen, ich weiß nicht, keine Ahnung, jetzt sowas ewig nicht mehr gehabt, aber in diesen kleinen Plastikteilen, da kommt oben eine Mine raus, tust du rein, drückst ein paar Mal drauf, dann kommt die vorne aus dem Stift und dann kannst du damit schreiben. Und solche gesehen. Und zum anderen ist es einfach nervig, weil ich mag diese Teile nicht. Die sind unbequem.
Die haben im Prinzip auch so diese Form wie das hier. Sind nicht ganz so dick, sind nicht ganz so dünn. Auch die gibt es in allen möglichen Formen und Farben, Rainer. Aber die liegen unangenehm in der Hand. Ich mag die nicht. Dann nehme ich lieber einen Bleistift. Übrigens, ich habe jetzt keinen Bleistift hier, glaube ich. Den nimmt er am liebsten, ja, also fast nicht ganz, am liebsten den Füller, aber beides hat er nicht zu Hause. Ne? Bleistift und Füller sind seine Lieblingsschreibgeräte, aber beides nicht da. Nein. Ich mag bei Bleistiften übrigens welche mit Dreiecken. Wisst ihr, was ich meine? Diese silbernen Faber-Castell-Bleistifte, muss ich dir geben, die mag ich auch ein Also bisschen. welche, die quasi so ein Dreieck sind. Ne? Weil ich die auch am besten halten kann. Da können wir jetzt sagen, ja, das ist übrigens Sonderschüler, aber das so schlecht ist. Rainer, du sprichst wieder mit dir selbst. Die Hater-Stimme in deinem Kopf, die du gerade imitierst, das ist alles genau da, in deinem Kopf, Rainer. Ja, weil ich diesen Griff hier benutze. Ja? Ich habe einen Finger links, einen Finger rechts und einen Finger unten. Und deswegen finde ich auch runde Stifte nicht so angenehm, außer sie haben eine bestimmte Dicke, weil es letzten Endes so ist. Man sieht auch übrigens. Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Wie sicher ich mit dem Stift bin, ne? Ich halte ihn die ganze Zeit so hier, so ganz dünn mit nur zwei. Ja, Rainer, du bist da gehen hier, auf jeden Fall, ey. Wir haben noch nie so einen Stiftakrobaten wie dich gesehen, Rainer. Musst du sofort ins Fernsehen. Fingern. Egal. Ja, wie sicher bin ich mit dem Stift vor der Angeber, Alter. Als ob andere Leute nicht so sicher mit dem Stift sind. Wie auch immer, Klinge, Rainer, Klinge. jedenfalls ist es so, umso dicker der Stift, umso unangenehmer die Dinge und umso dünner der Stift, umso unangenehmer. Aber wenn er Also je dicker, desto unangenehmer und je dünner auch, desto unangenehmer. Also, er wird schwierig, Rainer. genau die richtige Dicke hat und vor allem dann auch noch die richtige Form. Ich zum Beispiel schreibe am liebsten bei Kugelschreibern so, dass Reden wir noch über Kugelschreiber. Ist der Kugelschreiber vielleicht 16,5 cm lang? das hier oben ist. Ich habe auch schon Leute gesehen, die schreiben so. Finde ich unangenehm, weil dann habe ich jedes Mal das Teil hier an meinem Finger und das mag ich nicht. Sieht man das irgendwie? Ja. Ja, das zwingt ja auch keiner dazu zu schreiben. Andere Leute schreiben halt lieber so. Lass die doch. Das mag ich nicht, deswegen schreibe ich immer am liebsten so. Deswegen mag ich auch die Teile hier nicht. Wenn ich die nämlich in der Hand habe, dann habe ich dieses Metallteil die ganze Zeit so. Deswegen schreibe ich lieber so. Aber auch Wer sagt's ihm? das ist unangenehm. So, und wie gesagt, bei Kugelschreibern bevorzuge ich die diese Dreiecksform haben. Weil dann kann ich links und rechts meinen Finger auflegen Du meinst Bleistifte rein. und dann noch den Finger. Und dann kann ich sogar ein bisschen aufdrücken, weil, naja, ich habe die Kante. Und das ist ein bisschen angenehmer. Es gibt aber natürlich auch Stifthalterungen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, er hätte auch gerne eine Dreiecksform, dann kann man sich so ein Gummiteil besorgen. Was die Hand angenehmer hält. Das haben vor allem Grundschüler oft. Zum Gummiteil, was die Hand angenehmer hält. Also das Gummiteil hält deine Hand auf eine angenehme Art und Weise. Reden wir von deiner aufblasbaren Puppe, Rainer? Ich frage für einen Freund. Aber das sind dann meistens nochmal Special-Dinger, die sind noch größer. Dann können die Kinder das mit ihren kleinen Händen besser halten. Schwierig. Ich habe in der Schulzeit auch ein paar von diesen Dingern gehabt, aber ich fand die so unangenehm, die haben mir nicht gefallen, ich habe die mir kaputt gemacht. Es hat sich wieder, ne, das Muster ist wieder da. Alles, was er in seine Drecksgriffel kriegt, ist in kürzester Zeit einfach kaputt. Ist alles kaputt. Stifte kaputt. Schanze kaputt. Auto kaputt. Gesundheit kaputt. Ja, das regnet wie aus Eimern und die Hater stehen vor meinem Haus. Wird eigentlich Zeit, dass ich rausgehe und sie auslache. Ja, Rainer, das ist richtig schlau. Warum? Weil sie dann im Regen stehen. Aber Rainer, dann bist du auch draußen im Regen. Wer ist da dümmer? Die nicht die Option haben, einfach drin zu bleiben, um trocken zu bleiben, dem Regen zu entgehen? Oder du, der dann rauswongelt und ebenfalls vollkommen durchnässt ist? Na gut, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Ich habe jetzt Ich hab's gefeiert, Rainer. Richtig geil. tatsächlich 14 Minuten über Kugelschreiber gelabert. Ja, meine Meinung zu Kugelschreibern. Schreibt mal eure gerne in die Kommentare. Ich werde schauen, ob ich die Kommentare mal lese. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich ist nicht passiert, Rainer. Versuchen wir momentan zu bessern. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, beim nächsten Video, in der nächsten Geschichte, beim nächsten Stream und so weiter. Gedöns, Digga. Gedöns. Wie lange geht's jetzt hier noch? Was wir als nächstes machen, was nehmen wir als nächstes? Das hier. Bäh. Aber es ist nicht das, wonach es aussieht. Die nächste Folge kenne ich. Aschenbecher.
Ich benutze es aber nicht als solchen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Drache und ciao. Benutzt zum Reinkacken? Nein, natürlich nicht. Denn das tut er schon unter der Dusche. Na, schauen wir mal. Das nächste, das habe ich schon mal gesehen, die Nummer mit dem Aschenbecher. Ich bin gespannt. Das schauen wir uns jetzt noch an. So, da sind wir wieder. Aschenbecher. Auf geht's. Metal Lodes. Metal Rainer. Servus und ein herzliches Der Futz. Willkommen beim Drachen. So, wir haben immer noch die Hater vor der Haustür. Die Aufnahme läuft jetzt direkt nach der letzten. Ja. Wir haben das System inzwischen durchblickt, ne? Du brauchst uns das nicht weiter zu erklären. Deswegen habe ich immer noch diese Vollpfosten hier. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachvollziehen. Du wolltest entweder sagen, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen oder ihr könnt mir das nachsehen oder ihr könnt mir das verzeihen, aber ich hoffe, ihr könnt mir das nachvollziehen, ist dumm. Also, in der letzten Folge ging es um Kugelschreiber. In dieser Folge geht es um einen Aschenbecher, den ich nicht als Aschenbecher nutze. Aber was ist das dann? Naja, ich habe jetzt keine da. Doch, ich habe sogar eine da, cool. Eine Monster Energy Dose. Ich hatte eine da, immer eine da. Füller hat er nicht, ne? Füller ist sein Lieblingsschaltgerät, den hat er nicht da. Monster Energy Dose hat er am Start. Es ist der perfekte Deckel für eine Monster Energy Dose. Du bist ein Genie. Hast es zum Patent angemeldet, bist ein Millionär geworden. Weil die Sache nämlich die ist. Die Sache ist die, einen Deckel drauf machen. Absolut mindblowing, Rainer. Absolute Genius-Idee. Ich persönlich bin sehr. Ich hab als Kind. Ich sollte die Story mal richtig erzählen. Ich habe als. Irgendeine, Rainer. Du solltest vielleicht mal, das einer der Hauptkritikpunkte an deiner Person gewesen, dass du das eben nicht getan hast. Du solltest mal die Storys wirklich so erzählen, wie sie waren und nicht immer irgendeine Scheiße dazu lügen. Kind versehentlich mal eine Biene im Mund gehabt. Im Mund, nicht verschluckt. Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier heute. Und mir ist es im Laufe der Jahre öfter mal passiert, dass ich von was trinke und eine Fliege im Mund habe. Oder ähnliches. Ja, das passiert mir relativ selten. Ne? Das ist mir einmal passiert und seitdem achte ich da drauf. Und das möchte ich vermeiden. Aber wie macht man das jetzt bei einem Energy Drink? Dass man dir. Yeah. Wie macht man das jetzt beim Energy Drink? Ja, übrigens, das ist der grüne. Ich mag den grünen nicht, deswegen ist die Dose auch noch voll. Meme, die wird er sich hier nach der Nummer noch gemütlich ins Gesichtsarschloch schüren. Zum 100. Mal, ich trinke den grünen nicht. Ja, wo sind denn die grünen Dosen alle immer hingegangen? Ja, die Leute haben dir jede Menge grünen Monster über Amazon bestellt und in die Schanze geliefert. Von diesen Dosen hat, nachdem sie da in diesem Loch aus Schmerz und Trauer verschwunden sind, auch keine mehr das Licht des Tages wieder erblickt. Laber nicht. Natürlich hast du das reingeschürt. Das ist Gratis-Zucker gewesen. Zucker. Es ist auf jeden Fall so, dass wir die Energy-Dose haben und es passt perfekt auf die Dose. Wir haben ein bisschen Spiel, aber ich bezweifle, dass eine Fliege. Es passt perfekt drauf und wir haben ein bisschen Spiel. Merkst du, oder? Hat, dieses Teil anzuheben. So, zunächst mal, ich habe dieses Teil von Zuschauern bekommen, beziehungsweise von den Hatern geschenkt. Von den Hatern? Es ist. Oh, dann? Das wäre mal ein Shoutout angesagt, ne? Schönes Dankeschön. Ne? Aber die Hater hier so ein McDonalds-Aschenbecher mitgebracht. Das war nett von denen. Und du sitzt hier und erzählst hier so als Arschlöcher. Freitag 13:08 Uhr. Ne? Bekommen, ich weiß nicht, ob es Fans oder Händler waren. Achso, im Zweifelsfall sind es immer Hater, Rainer. Aber es gibt lauter so, es gibt so Gummideckel aus so Silikon oder sowas, die du kaufen kannst. Es gibt so Plastikdeckel, die du da einsetzen kannst in so Dosen. Ich kenne das, weil ich viel auf Festivals eben auch unterwegs bin. Da fliegt auch alles Mögliche an Getier. Das will man natürlich dann auch nicht in seiner Bierdose haben und dementsprechend hat man halt mal irgendjemand so eine Handvoll diesen Dingern irgendwo im Unterpark bestellt und unter die Leute gebracht. Alle sind perfekt, um es in die Hand zu nehmen, weil die wirklich die Handgröße haben und um abzuaschen damit. Perfekt. 2 davon benutze ich als Aschenbecher, 3 Stück waren es, und den dritten benutze ich einfach als Deckel. Wie gesagt, ich habe lange überlegt immer und ich habe eigentlich immer irgendwas oben drauf gelegt. Ich habe mein Handy oben drauf gelegt. Ja, rutscht aber runter. Ich habe Papier oben drauf gelegt. Bin ich draußen im Hof, wird es windig. Tschüss, Abdeckung. Nein, ein einzelnes Blatt Papier, das du draußen auf eine Dose legst, das bleibt da nicht.
Reinigen deckt die Welt. Ich habe immer versucht, irgendwas zu machen. Und irgendwann habe ich diese Teile hier bekommen und muss sagen, ich würde mir davon gerne nochmal welche bestellen, wenn ich einfach mehr habe, weil die perfekt passen. Die passen perfekt auf meinen. Wie gesagt, Rainer, es gibt so Silikondeckel, die sind ein bisschen wie so, ne, diese wobbligen Tupperdosendeckel. Da kannst du da wahrscheinlich 10 Stück für 2,50 Mark kannst du bestellen oder kannst auf die Amazon Battle-Liste setzen. Da hast du nie wieder ein Problem mit offenen Dosen. Nie wieder. Auf meinen Teil hier drauf. Und das ist eine perfekte Abdeckung. Was will ich noch mehr? Gut. Jetzt stehen die mit dem Regenschirm bei mir vor der Haustür. Das zeigt doch, wie lächerlich die sind. Wieso? Du hast doch gesagt, es regnet. Dann holt man einen Regenschirm raus, Rainer. Bist du dumm oder so? Na gut. Ja. Was ist an dem Teil erst einmal besonders? Zunächst mal, es hat unten. Nichts, Rainer. Es ist ganz genau gar nichts Besonderes. Das ist halt hier so, wie sie früher bei McDonalds hatten oder an irgendwelchen Autobahnraststätten, so ein 0815 Plastik-Centbetrag Aschenbecher. 3 so Abstellungen. Da steht, wofür, das ist vielleicht auch mal eine interessante Sache, die vielleicht viele gar nicht wissen. Warum haben solche Sachen unten nochmal 3 so Teile? Zweierlei Gründe. Zum einen, wenn du das irgendwo abstellst zum Trocknen, kann da oben hier überschüssiges Wasser ablaufen, ne, für den Fall, dass man es sauber macht. Ich weiß, bei dir keine Option. Und zum anderen, wenn du das draußen auf den Tisch stellst und auf dem Tisch ist vielleicht irgendwie eine Flüssigkeit, ne, dann schwimmt dir das Ding nicht auf dem Tisch umeinander, sondern dadurch, dass es dann eine geringere Auflagefläche hat, geht's. Das liegt vor allem daran, dass, wenn man die abstellt, sie nicht hundertprozentig auf der Fläche liegen, sondern ein bisschen Luft zwischen der Fläche und dem Plastik ist, damit, wenn zum Beispiel die Fläche unten feucht wird, auch links und rechts zumindest minimal ein bisschen Luft oder ein bisschen Feuchtigkeit abfließen kann. Applaus, Rainer. Ich bin stolz auf dich. Du kriegst ein weiteres Bienchen, Fleißbienchen auf deine Mappe geklebt. Damit zum Beispiel ein Tisch oder sowas keine Flecken nimmt. Zumindest sehe ich das immer so. Weil man könnte das genauso gut flach machen. Das könnte natürlich auch sein, dass es einfach zum Rutschen sein soll, dass es nicht so rutscht. Oder ähnliches. Oder Nein, Rainer, wenn man nicht will, dass es auf einer ebenen trockenen Fläche nicht so rutscht, wäre das genau das Gegenteil, was man machen sollte, weil dann wirst du die Auflagefläche und damit die Reibungskraft erhöhen, damit es nicht so leicht rutscht. Ne? Da müssten die Dinger weggeschliffen werden. das ist einfach ein Überbleibsel von der Spritzung. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Ja, so Hersteller von solchen Dingen, die millionenfach herstellen, die scheißen halt auch dann drauf. Ne? Die sagen dann, brauchen wir dann zwar so und so viel Tonnen mehr an Spritzgussplastik, da machen wir so und so viel Millionen Verlust im Jahr, aber scheißegal, ne? Vielleicht lassen wir einfach. Ne? Sich das vorher überlegen, welche Form das haben soll. Nee, das hat schon seinen Sinn, warum die so aussehen. Es kann auch sein, dass es einfach von der Spritzung ist. Obwohl es eigentlich, naja, wo ist denn der Anspritzpunkt? Ja, der Anspritzpunkt, das dürfte das hier sein. Okay, also vermutlich nicht. Ja. Kein Wort zum Begriff Anspritzpunkt. Ne? Dann Aschenbecher natürlich. Es ist eigentlich ein funktioneller Aschenbecher. Der hat natürlich 3 so Aussparungen, links und rechts, überall. Ringsherum 3 Stück im Ganzen. Boah, krass. Rainer, schön, dass du mir das sagst. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Aschenbecher gesehen. Da sind Aussparungen drin. Erzählst du mir jetzt, dass man da die Zigaretten reinlegen kann? Und was machen denn die für einen Geschrei da draußen? Ich höre nichts, Rainer. Ich höre legit gar nichts. Im Gegensatz zu zum Beispiel, keine Ahnung, deiner Alarmanlage, die man immer gehört hat. Zu arbeiten. Sollten Sie mal ein Beispiel dran nehmen. So. Und Rainer, dieser Spruch, den hast du vorher im vorherigen Video schon gebracht und der ist hier genauso dämlich wie davor. natürlich dann auch die Tiefe. Ich würde euch übrigens empfehlen, wenn ihr sowas benutzt und sowas habt, kauft euch entweder neue, die ihr auf eure Energy Drinks draufpackt, oder benutzt welche, die ihr noch nie für Aschenbecher benutzt habt. Nein, Rainer. Echt jetzt, oder? Damit halt dann die Dose nicht nach Aschenbecher schmeckt. Das ist aber eine geniale Idee. Ich zumindest habe keine Lust, dass mein Energy Drink nach Aschenbecher schmeckt. Deswegen benutze ich die ohne Aschenbecher. Das Teil hier hat noch nie Asche von einer Zigarette gesehen. Und auch von. Leute, ist euch das schon mal passiert, dass ihr aus einer Bierflasche, wo Leute reingeascht haben, versehentlich irgendwie einen tiefen Zug genommen habt, weil ihr irgendwie euch unterhalten habt und einfach blind zur falschen Flasche gegriffen? Das ist wirklich mit Ohrreinig noch gelobt, ne? Die Experience. Nichts anderem. Das ist zwar innen ein bisschen dingsig, ja, aber das liegt alles am Energy Drink. Das hat noch nie Asche gesehen, das Teil.
Ich habe auch noch nie Seife gesehen, Rainer. Das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Ist halt ranzlig, weil er das jetzt seit Jahr und Tag für seine Energy-Dosen als Deckel hernimmt und noch nicht einmal auch nur in die Nähe von einem Wasserhahn gebracht Ich habe hat. das auch noch länger nicht mehr benutzt, das muss ich wieder sauber machen. So. Und ich kann auch echt nur sagen, ja, ein Multifunktionsteil, das man definitiv für alles Mögliche gebrauchen kann. Genial, Rainer. Angefangen bei Energy Drinks oder beim Kippen und Rauchen. Das ist natürlich das Praktische daran, ist zum Beispiel ein perfekter Barbecue-Aschenbecher, wenn man unterwegs ist oder so bei Leuten und man ist Raucher und man sitzt draußen und grillt und so weiter und steht bei den Jungs zum Grillen oder irgendwo anders rum und hat dieses Teil in der Hand. Ja, Rainer, wenn wir draußen beim Grillen stehen und es stellt sich dann da einer mit der Fluppe neben den Grill, dann frage ich ihn, ob er derjenige ist, der die Tabakasche Panade haben will auf seinem ne, Halsgrad. Und wenn er Nein sagt, dann sagt, dann soll er sich bitte auch verpissen und nicht hier auf dem Grill aschen. Dann kann man die ganze Zeit da rein aschen und hat die ganze Zeit den Aschenbecher in der Hand, kann ihn auf den Tisch stellen, kann ihn wieder mitnehmen, kann damit rumlaufen. Hat also den Vorteil, dass man nicht, wenn man Kippe raucht, die ganze Zeit an der gleichen Stelle stehen muss, sondern man kann sich quasi der Party anschließen und auch an verschiedenen Orten der Party rumlaufen und das Ganze mitnehmen. Halte ich für sehr sinnvoll und ist eine coole Aktion und eine coole Funktion. So. Nee, auch da gibt es bessere, ne, so für unterwegs Aschenbecher-Dinger, die du auch zumachen kannst. Außerdem ist es gut für die Umwelt, wenn man nicht alles auf den Boden ascht. Und ich bin da Rainer, weißt du, was richtig gut für die Umwelt ist? Nicht zu rauchen. Das ist am besten für die Umwelt. Ne? auch nicht besser, ich weiß. So. Generell sind Aschenbecher ja sehr sinnvoll in die Richtung. Ich möchte jetzt nicht über alle möglichen Arten von Aschenbecher sprechen, sondern ich möchte mal in der Situation kurz darüber sprechen, dass man verschiedene Sachen oftmals zweckentfremdet benutzt. Ich in meinem Fall benutze jetzt eben diesen Aschenbecher als Deckel für meine Energy Drinks. Oder ich benutze viele andere Sachen. Ich habe jetzt kein anderes Beispiel gerade. Aber doch, ein gutes Beispiel ist vielleicht sogar das hier. Meine Fliegenklatsche, mein Muckenbatscher, da weiß wieder keiner, was ich mache. Franke und so. Wenn er da mit dieser pseudo-fränkelnden Scheiße anfängt, das ist der Fliegenbratscher. Fliegenklatsche habe ich auch öfter schon mal als Kratzer benutzt. Gut, ihr wisst. Ja, aber du hast ja dieses Video gemacht vorhin über Rückenkratzer, mit denen du. Ach, Ja, ich habe mittlerweile diesen Kratzer hier, ne, also benutze ich den mittlerweile nicht mehr. Aber auch das kann man zum Beispiel zweckentfremdet benutzen, wenn man ihn hinten anpackt, wo die fliegen. tja, Rainer. Ey, schaut das Ding jetzt an, als würde er sich überlegen, ob sich's rentiert, ne? Wie viel Zucker tue ich da drauf, damit ich es wegschlürfen kann? Drauf sind. Ganz kurz hat er sich überlegt, ob er sich's reinschürt. Dann kann man sich schön hinten am Rücken kratzen. Ist nicht ganz so effektiv, weil es sehr biegsam ist. Aber es ist besser als gar nichts zum Beispiel. Und es lindert zumindest den ersten Kratzer. Oder den ersten saftige Jucke. So. Reiner Waschen soll auch schon mal geholfen haben. Ne? Was für eine Freizeit wie die möchte ich auch haben. Also vor allem mit Ui. Ja, ey. In so viel Freizeit wie die möchte ich auch haben. Satz. Da geht mir das Messer in der Hose auf. Das. Alter Schwede. Alter Schwede. unterm Tag. Gut, zweckentfremdete Sachen sind oftmals sehr praktisch und man sollte immer die Augen offen halten. Man sollte auch immer seinen Verstand benutzen. Ja. Verstand benutzen, das ist ja, also. Wenn man es von dir nicht lernen kann, von wem dann, gell? Man kann halt auch die Dinge einfach dafür benutzen, wofür sie da sind. Und dann, wenn man was anderes braucht, dann benutzt man dafür was anderes. Das wäre auch eine Idee, dass man sich halt mit dem Rückenkratzer den Rücken kratzt und mit dem Fliegenbratscher die Fliegen schlägt und hier den Aschenbecher zum Reinaschen hernimmt. Und wenn man einen Deckel für seine Dosen braucht, dann nimmt man halt einen Deckel für die Dose. Weil, wer kommt schon darauf, einen Aschenbecher als Energy-Dosendeckel zu benutzen? Irgendjemand, der offensichtlich mittleren beschweren Hirnschaden hat und ein wenig dumm ist. Natürlich, ich glaube, ich habe sogar schon mal extra speziell Energy-Deckel gesehen für die Dosen. Aber warum soll ich extra Geld für etwas ausgeben, was ich auch alternativ irgendwie anders machen kann? Ja, das denkt er sich immer, das ist auch der Grundgedanke. Dieser Gedanke war der Vater der Amazon-Wunschliste. Ja? Das ist der Grundgedanke der Amazon-Wunschliste. Warum soll ich extra Geld für etwas ausgeben, was ich auch alternativ irgendwie anders machen kann? Das, ne? Zum Beispiel, was man auch machen kann, ich weiß gar nicht, funktioniert das, wartet mal. Aber jetzt ist der Kreativitätsbooster gezündet. So. Weil jetzt lässt er sich on the fly noch 20 andere Sachen einfallen, die man so genial mit diesem Aschenbecher machen kann. Da kannst du Stammball daraus trinken. Was zum Beispiel auch funktionieren würde, wäre der Deckel von der 7-Up Sirup-Dose.
wenn man den abschraubt, sauber macht und auf der anderen Seite festmacht, weil der ist ja auf der anderen Seite, geht der ja noch so tief rein, ne? Also hier, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ne? Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel den rumdreht, passt der perfekt auf die Energy-Dose als Deckel drauf. Man hat allerdings den Nachteil, dass es sehr wackelig ist. Was macht man dagegen? Das ist im Prinzip relativ einfach. Ja, man lässt sich was anderes einfallen, weil es eine dumme Idee ist, den Deckel von dieser 7-Up Sirupflasche da zu nehmen als Deckel für eine Dose. Man kann einfach hergehen und kann einfach, wenn man die Energy-Dose aufgemacht hat, das würde ich übrigens sowieso immer empfehlen, weil ich mache das immer. Der nimmt einfach irgendwelche Sachen, die ihm gerade irgendwie in die Fettgriffel fallen und zieht sich irgendeine Scheiße aus dem Arsch. Die Lasche hin und her bewegen, bis sie abbricht und wegnehmen. Deswegen habe ich hier auch Massen von diesen Dingern rumliegen. Ja, also ich habe hier eins, da ist noch eins, da ist noch eins. Ja. Ja, die hast du deswegen darum liegen, weil du ein Messi bist, weil du halt nicht wegschmeißt. Ne? Weil du die abrupfst und dann hier einfach ein bisschen frei im Raum verteilst. Dieser Mann hat im Übrigen seine Dosen dadurch entsorgt, ne, wenn er fertig war mit seinem Monster Energy, dass er sie einfach in die Ecke geworfen hat. Da lagen sie dann. Solange bis die Barren wieder knapp wurden. Ja, und dann musste man sich wieder ein bisschen neue Kalorienverschwendungen beim Rewe-Zwingel, damit musste man sich eindecken. Und dann hat man das Dosenpfand zusammengekratzt. Ja, ich habe Massen davon rumliegen, weil ich die immer abbreche, weil ich das nicht mag. Das ist übrigens auch praktisch, wenn ihr die hier benutzt, weil wenn die immer so hochklappen oder immer so leicht hochgeklappt sind, weil ihr bringt die nie wieder ganz nach hinten. Es ist immer praktisch, weil dann hat man das so. Und wenn man die nämlich nicht hat, dann wackelt das Teil nämlich immer drauf rum und kann trotzdem irgendwas rein. Ist natürlich unwahrscheinlich, dass jetzt irgendein Viech reingeht. Ja, da kann trotzdem irgendwas rein. Das ist vielleicht jetzt doch gar nicht so ein toller Deckel für die Dose, Rainer. Da ist das vielleicht nicht der Genius-Move, für den du es gehalten hast. Sollte man vielleicht doch diesen Silikondeckel nehmen oder diese, die man so, ne, da reinstecken kann. Aber ich mag das halt nicht. Mir gefällt das nicht. Und deswegen mache ich das immer ab. Ich will aber nicht. Aber das ist so eine Marotte zum Beispiel bei Energy-Dosen, das macht, glaube ich, so ziemlich jeder. Oder das machen viele zumindest. Das habe ich schon bei vielen Leuten gesehen. Gut, wir sind bei über 8 Minuten. Ich würde sagen. 8 Minuten, mit Thymian, ne? Die Folge reicht für heute erst einmal. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, morgen, also, wartet, doch, morgen ist Sonntag. Morgen kommt keine Folge. Und am Montag geht es dann wieder ganz normal weiter. Das heißt, ich werde Sonntag immer die Folgen ausfallen lassen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Aber es ist halt so, dass ich wirklich jeden Tag 2 Folgen hochlade. Dazu kommen dann eventuell noch andere Videos. Und es haut einfach nicht hin. Ja, Rainer, es zwingt dich auch keiner dazu. Noch dazu, natürlich haut das hin. Rainer, diese Videos dauern 10 Minuten im Durchschnitt und laberst über irgendeine x-beliebige Scheiße, die rumliegt. Ja, du kannst von diesen Videos 6 in der Stunde machen. Wenn du wirklich einen harten Arbeitstag hast, sagst du arbeitest ja heute. Ne? Standard-Arbeitstag sind aber 8 Stunden im Durchschnitt. Wenn 6 mal 8, dann sind wir bei 48 Videos, Rainer. Kannst du an einem Tag machen. 48 Videos. Damit kannst du einen Monat lang jeden Tag 2 Videos hochladen, Rainer. Gar kein Act nicht. Das haut einfach nicht hin und deswegen belassen wir es dabei. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video und Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschö tschö. Ist echt hier Ende, oder? Ah, okay. Ja, tschö ist Ende. Boing. Da war er. Leute. Haben wir es geschafft. Ne? Was über Kugelschreiber gelernt und über Aschenbecher. Der Mann ist, also, diese Dinger, diese Meinungsvideos, die machen mich fertig. Die machen mich fertig. Aber es ist ein Trash-Format, ja. Ein Trash-Format. Und jetzt, ob dann am Ende der Red Bull nach Aschenbecher schmeckt oder der Aschenbecher nach Red Bull, Hauptsache Monster. Ne? So ein Ding. Ne? In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Medal off.